Heute ist der 28.11.2020. Heute ist der 28.11.2021. Heute ist der 28.11.2022. Heute ist der 28. November 2023. Ich bin 15. Ich bin 16. Ich bin 17. Ich bin 18. Und ich bin 19. Ich mache Karate und ich gehe ins Schwimmen und ich tue E-Gitarre und Gitarre spielen. Ich spiele Gitarre. Mittlerweile gehe ich nicht mehr in den Schwimmkurs. Ich gehe immer noch ins Karate. Ich mache immer noch Karate und ich spiele immer noch Gitarre. Also ich spiele immer noch Gitarre, aber jetzt eigentlich, seit ich aufgehört habe mit der Schule, ein bisschen weniger. Ich würde sagen, so die Haupthobbys sind eigentlich immer noch Gitarre spielen, Filme, Fotos, so Sachen und Sport machen einfach. Also das hat sich schon ein bisschen geändert, würde ich sagen. Also ich spiele eigentlich fast gar keine Gitarre mehr im Moment, weil ich nicht dazu komme. Sport halt auch, sobald ich dazu komme, aber langt halt irgendwie auch nicht mehr als 1-2 Mal pro Woche. Ja, sonst eigentlich nichts im Moment, abgesehen von dem. Keine Ahnung. Ingenieurswesen war schon immer etwas, was mich interessiert hat, aber ich weiss, dass ich wie nicht gut genug bin, rein von Physik, Mathe und so. Es hat sich so ein bisschen eingegrenzt, weil wir jetzt so die Studieninformationstage haben vor ein paar Monaten. Ich bin natürlich immer noch mega fasziniert von Ingenieurwissenschaften. Ich weiss absolut nicht. Also ich bin im Moment vor allem Studiengänge am anschauen, die in Richtung entweder Ingenieurwesen gehen oder dann Industrial Design oder halt einfach etwas in die Richtung. Irgendwie überzeugt mich beides nicht so, darum ich muss mich jetzt in erster Zeit einfach informieren, um zu schauen, in welche Richtung dass ich gerne will gehen. Okay, das ist jetzt spannend, weil ich nicht im Kopf gehabt, dass ich vor einem Jahr noch nicht gewusst habe, was ich machen möchte. Es ist Maschinenbau geworden jetzt schlussendlich. Es ist natürlich extrem anstrengend und ich habe mega wenig Freizeit, eben zu dem vorher, dass ich eben fast zu nichts komme und eigentlich nicht viel nebenbei machen kann. Aber ich glaube, innerlich habe ich einfach wirklich die Motivation, dass ich das schaffe, um es mir auch selber beweisen können. Und ich freue mich eigentlich auch auf die Jahre, die kommen, weil es dort halt viel praktischer wird und man halt auch konkrete Beispiele hat. Und ich freue mich, glaube ich, eigentlich recht auf diesen Teil des Studiums. Also ich würde sagen, ich habe bis jetzt zumindest das Richtige gewählt. Nein, habe ich nicht. Ja, habe ich. Ja, ich habe immer noch eine Freundin. Ja, ich habe immer noch genau die gleiche Freundin wie auch schon die letzten beiden Mal. Ich glaube, die Zeit jetzt nach der Schule war trotzdem schön gewesen, weil man mal ein bisschen mehr Zeit hatte, um die Beziehung zu schauen in dem Sinne, oder halt einfach zum mehr Sachen miteinander machen und halt nicht immer gebunden sein ans Wochenende oder halt einfach, wenn man keine Schule hat. Ja, also ich habe immer noch eine Freundin und das, was ich letztes Jahr gesagt habe, mit, dass es sich nicht nur aufs Wochenende beschränkt und so, das ist jetzt genau wieder 180 Grad. Jetzt ist es wirklich so, dass man halt, ja, man sieht sich am Wochenende, man geht unter der Woche mal go essen miteinander, aber wir haben beide mega wenig Zeit, weil sie halt auch ihr Studium angefangen hat, sie ist an der ZHDK. Das ist nicht, also es ist nicht zwingend schlimm und so und es ist auch eigentlich gleich gut vom Verhältnis so, aber man merkt halt schon, dass man sich weniger sieht und dann ist halt automatisch nicht so cool wie vor einem Jahr, wo man halt voll die Freiheit hatte, um sich so viel zu sehen, wie man will. Wenn ich jetzt so ein bisschen generell schaue über die letzten paar Monate, würde ich schon sagen, dass ich eigentlich so glücklich bin wie noch nie eigentlich. Abgesehen davon, dass Schule gerade im Moment relativ fest stressig ist. Ja. Also nicht mega glücklich. Glücklicher als auch schon jetzt die letzten paar Monate. Ja, ich würde sagen, alles in allem schon. Alles in allem würde ich schon sagen, dass ich glücklich bin. Ja, also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich glücklich bin soweit. Es ist natürlich einfach so ein bisschen die Unsicherheit, die man halt hat. Also ich habe das Gefühl, das haben so ein bisschen alle, wenn man halt sein Studium startet, dann ist man vielleicht nicht ganz sicher, ist es das Richtige und macht es einem mega Spass und so. Es ist halt einfach viel Aufwand offensichtlich, das ist ja klar bei der ETH und das ist auch etwas, wo ich gerne investiere und so. Aber dann ist halt klar, dass man jetzt nicht immer mega glücklich ist, weil es halt auch frustrierend ist und halt ermüdend mit der Zeit, wenn man halt jede Woche das Gleiche macht und immer einen Stress hat und so. Ich glaube, grundsätzlich bin ich schon glücklich, halt einfach eine andere Art von glücklich als jetzt vor einem Jahr, wo ich halt nicht so viel zu tun hatte. Halt wirklich noch glücklicher zu werden oder halt einfach versuchen, noch zufriedener mit mir selber zu werden. Vielleicht auch so ein bisschen meine Life-Balance ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Mein Ziel für nächstes Jahr ist, dass ich so ein bisschen Klarheit gönne, wenn das Sinn macht. Vielleicht einfach ganz generell, dass ich halt ein Studium finde oder einfach etwas finde, das mir Spass macht und das ich die nächsten paar Jahre machen will. Ja, also das habe ich gefunden. Ja, ich glaube, mein Ziel für nächstes Jahr ist echt grundsätzlich zuerst mal, ich hoffe, ich bestehe an Prüfungen. Fände ich schön, irgendwie, wenn ich das Studium weitermachen könnte. Ja, und ich glaube, sonst etwas, was mir wichtig ist, ist einfach ein bisschen selbstsicherer werden und ein bisschen mehr nicht für mich einstehen, aber halt einfach ein bisschen mehr mich selber vertreten. Also manchmal mache ich mich halt einfach ein bisschen in Situationen, wo ich vielleicht kritisiert werde. Ja, dass ich einfach so ein bisschen mehr auf mich selber schaue, habe ich das Gefühl. Ja,
auch wenn ich nicht zufrieden bin mit all dem, was ich dieses Jahr gemacht habe, würde ich sagen, dass ich jetzt immerhin auf einem guten Weg bin, habe ich das Gefühl. Alles in allem bin ich schon zufrieden mit dem Jahr, aber es ist jetzt sicher nicht das beste Jahr, das ich hatte. Ich glaube, alles in allem schon. Es hat viele Sachen gegeben, wo ich sehr stolz drauf bin. Nur schon der Schulabschluss, dass man einfach fertig ist mit dem, ist irgendwie ein schönes Gefühl. Darum ja, alles in allem würde ich sagen, zufrieden. Nicht mit allem, aber alles in allem recht zufrieden. Ja, voll. Also das Jahr war wirklich eines der besseren Jahre jetzt in letzter Zeit. Das sieht man ja auch. Ich habe so viel erleben dieses Jahr irgendwie. Also es klingt auch wieder so banal, aber halt einfach, ich habe das erste halbe Jahr Zivildienst leisten und ich bin der Letzte, der davon würde schwärmen, dass es vielleicht gut ist und so. Aber einfach die Erfahrung, die ich dort sammeln konnte. Also ich habe in einer Deutschschule für Asylsuchende gearbeitet. Ich bin überhaupt nicht der Typ vorher für das, aber einfach, ich habe so viel lernen dort. Ich habe mega viele Leute kennengelernt, die wirklich cool waren. Ja, und es ist echt so eine wertvolle Erfahrung und ich würde es direkt nochmal machen, auch wenn es anstrengend war, die 6 Monate 100% zu arbeiten in dem Sinn. Das war eine mega Erfahrung und ich würde es direkt nochmal machen. Ich habe so viele Erfahrungen machen und ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr so gewachsen als Person wie in diesem Jahr und darum, ich glaube, ich könnte nicht zufriedener sein mit diesem Jahr, ehrlich gesagt. Was ich nächstes Jahr mehr machen will, ist sicher mehr Zeit mit Freunden verbringen. Halt einfach generell ein bisschen mehr Zeit haben für Menschen um mich herum. Das ist so ein bisschen etwas, was ich gerne mehr machen würde. Eben wie gesagt, auf mich selber hören, das ist so etwas, was ich zu wenig gemacht habe. Ein bisschen offener sein und halt auch auf Menschen zugehen, auch auf neue Menschen zugehen. So etwas fände ich schön, wenn ich das ein bisschen mehr machen würde. Ich bin froh, dass ich das letztes Jahr gesagt habe, weil ich habe das Gefühl, ich habe das dieses Jahr geschafft. Darum ist es schön zu hören, dass das jetzt stimmt, so halbwegs. Grundsätzlich mehr Sachen mit meiner Freundin unternehmen, also halt auch mehr Zeit mit ihr verbringen, wenn das geht. Ist halt natürlich eben schwierig, aber das fände ich mega cool. Und ja, grundsätzlich, ich weiss, auch das klingt mega kitschig und banal, aber einfach ein bisschen mehr leben, also ein bisschen mehr sich zeigen, ein bisschen mehr rausgehen und halt einfach Erfahrungen sammeln. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, Sachen zu erleben und halt Erfahrungen sammeln, weil ich habe das Gefühl, ich bin dann auch mehr aufgegangen, irgendwie, auch wenn es im ersten Moment vielleicht doofe Erfahrungen waren, aber ich habe einfach so viel ziehen aus Erfahrungen dieses Jahr. Darum, ja, ich weiss auch nicht, einfach ein bisschen mehr erleben, wenn das Sinn macht.